Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy IX auf Pelzig. So, du armer Schwarzmagier-Sklave. Oh, hier gibt's sogar Gegner. Sag mal, geht's noch? Ich glaube, hier geht's jetzt los. Hier, der Jausepriester. Anna. Macht ihn fertig. Igitt. So. Messerstich. Verfehlt. Das sind dann die Gegner, die uns an dem Wüstenpalais erwarten. Was halt so alles für kutsche Arbeit, ne? Der gute Jausepriester. Naja, ach so, einer braucht vielleicht ab und zu mal ein bisschen spiritistische Beistand. Wir haben dafür auch die Jausepriester-Karte gekriegt. Wollte gerade jetzt mal gucken. Ja, genau, die lernt du noch. Okay. Gut, Herr Schwarzmagier-Sklave. Nummer 12. Mir wurde gesagt, ich soll hier keiner durchlassen. Noch nicht mal der Jausepriester. So. Solange nicht Sonne und Sonne hier an Bord sind, soll mal alles recht sein. Ich finde es aber auch cool gemacht, wie die Schiffe so aussehen. Mit den Flügeln, die sie da noch haben. Sieht echt geil aus. Das setzt auch automatisch Kurs. Das heißt, ich kann mich hier wirklich nicht bewegen. Das macht alles von sich aus. Oh, die Musik. Die Musik. Herrlich. Ja, jetzt fahren wir über der äußere Kontinent und die Wurzler von diesem Baum haben sich hier wirklich überall ordentlich reingefressen. So. Die Jungs steuern das Ganze noch. Das kann ich aber mit euch retten. Ja. Hey, glaubt ihr dann wirklich, Kutscher hält sein Wort? Hey, glaubt ihr dann wirklich, Kutscher hält Wort? Hey, jetzt sag doch mal was. Oh nö! Die Froherei kannst du sparen, sag ich. Außer auf unser Befehl reagieren die auf nix, sag ich. Ja, ihr zwei, verdammte. Kaum ist Bran schon tot, schon tanzt da noch Kutschers Pfeif. Ja klar, muss ich alles rausnehmen zu können, sag ich. Außerdem weiß ich gar nicht, was er damit andeuten will, sag ich. Und überhaupt, sonst blut ich ein bisschen weniger aufmüpfig zeige, sag ich. Sonst kann man nicht was Leben von deinen Freunden garantieren, sag ich. Ja, wenn man sich nur so Respekt verschaffen kann, ist schon etwas erbärmlich, ne? Ja, miese Klenne. Die Schwarzmagier sind ohnehin nichts als weiter als schlichte Werkzeuge geschaffen, um im Krieg zu kämpfen, sag ich. Die schwarzen Tenöre, die als eine Art Spezialwaffe geschaffen worden sind, haben jedoch ein ausgeprägteres Ich gehabt, sag ich. Die Kreaturen hier aber sind kaum zu etwas anderem fähig, als blind ihre Befehle zu gehorchen, sag ich. Außerdem wurden die nur mit einer begrenzten Lebensspanne versehen, sodass sie einfach aufhören zu funktionieren, wenn sie ihren Zweck erfüllt haben, sag ich. Außer für den Einsatz im Krieg sind sie für überhaupt nichts zu gebrauchen, sag ich. Trotzdem, obwohl sie nur Werkzeuge sind, scheint sie irgendwie am Leben zu hängen, sag ich. Ja, amüsant. Letzten Endes ist ein Werkzeug aber doch nichts weiter als ein Werkzeug, sag ich. Nicht, dass man von euch beide groß irgendwas anderes behaupten könnt. War das grad? Was macht an dich immer grad frohig? Die Frechheit ist unentschuldbar, sag ich. Wir behaupten zwar, die Schwarzmagier hätten gesehen, aber selbst wie eine klare eigene Persönlichkeit kann ich bei euch beide auch nicht gerade erkennen. Oder eigentlich recht. Na, ist das so, oder? Die Dreistigkeit werden wir schon bald vergehen, sag ich. Das wirst du bereuen, aus äußerste bereuen, sag ich. Wie auch immer, vom Landen hau ich mich nochmal aufs Ohr. Und immer schön vorsichtig, Flieger, alles klar? Ja. Die zwei Spacken, die sind jetzt überhaupt nichts zu gebrauchen. Die sind noch nutzloser als die Schwarzmagier. Ich meine, die sind zwar recht nützlich für diverse Rituale.
die können schon Bestia extrahieren und so weiter, was die Invincible ja auch kann, aber trotz allem, außerdem können die zum Beispiel nichts. Und das ist weitaus weniger wertvoll als das, was die Schwarzmagier können. So. Da sind wir wieder auf ein karger Stück Erde gelandet. Vergessener Kontinent. Ja, die Luftschiffe können allerdings auch immer nur auf Grünfläche, glaube ich, landen. Ja, nach wie vor Bekleidungsmusik finde ich irgendwie auch cool. So, ich glaube, Ölver, da können wir, können wir leider nicht hier, weil Quina ist ja derzeit nicht frei. Von daher geht das leider nicht. Wir müssen uns so dann durchboxen, durch das Gebiet. So. Ich finde aber auch die Musik für Kuja ziemlich passend, muss ich sagen. Bis auf ein paar wenige Ausnahmen finde ich eigentlich generell die Tracks passend und gelungen. Ein unglaublich geiler und schöner Track, der aber bei weitem... der Hausmann! Der aber bei weitem nicht passt zu dem Charakter, ist zum Beispiel Daughter of Madain Sari. Das ist Eikos Thema. Aber ich finde, zu der Kröte passt so ein wunderschönes Lied eigentlich überhaupt nicht. So, aber wirklich ein Lied Hasser aus Final Fantasy tue ich eigentlich überhaupt nicht. Ich meine, ich finde ja auch Chesters of the Moon unglaublich geil, finde aber, das passt auch null zu den zwei Arschgeige Son und Son. Ist ein wunderschönes Lied, aber die zwei Arschgeiger hätten so ein schönes Lied eigentlich nicht verdient. So, Freya macht doch mal Fafnirs Wind auf uns, nämlich die einzige, die gerade heilen kann. Oh, okay, das halbiert immer nur die Lebensenergie. Kapiert. Jadestein geklaut. Und das war's dann. Sehr schön. So wird's gemacht. Ui. Hier hat aber jeder was gelernt. Okay. Da jeder was gelernt hat, muss ich mal unbedingt reingucken. Kopftuch. Ich glaube, das ist das Beste, was er... Ja, das ist das Beste, was er derzeit haben kann. Felsenfest kann er aber durch nichts lernen gerade. Schade. Ich glaube, da haben wir auch nichts Besseres, oder? Ja, doch, der Egoistenreif. Ja, komm. Für Zauberreflex kann es jetzt schade. Ability up. Lernt er noch? Lernt er auch noch. Lernt. Okay, dir kann ich was Neues geben. Wenn ich ja noch was hätte für dich. Sorry. Wir sind noch am Lerner. Raijin Fäustling. Habe ich leider auch nichts Besseres für dich parat. Mithril-Rüstung, ja. Sorry, das gebe ich Steiner. Katjuscha. Ability up, okay. Das hat der gelernt. Adaman Weste, haben wir was Besseres für dich? Ah, genau. Erstmal gucken, ob der überhaupt hier felsenfest noch von irgendwas lernen kann. Gift und Gala und Adrenalin. Na gut. Und hier ist er noch am Lerner. Aller hopp. Gut, dann geht's weiter nach Süden. Boah. So, allmählich kriegt die Umgebung erst so einen Sepia-Stich. Und ganz am Ende müsste dann die Ruine sein von Ölver. Uiuiuiui. Adaman Taimai. Wenn sie nicht stirbt, sollte sie dringend mal hier gucken. Steini hat's erwischt. Ja. Enigma. Almosen, das wir dann mit Geld bewerfen. Hallo? Mach doch mal wieder Heilung auf Steiner. Oh nein! Ich glaube, mir brennt jetzt auch gleich der Kittel. Ich glaube, wir sollten abhauen. Ganz dringendst. Naja, klasse. Wenigstens das noch. Jetzt aber nichts wie fort, ja.
Der war nicht so gut mit geschwächtem Zustand anzugreifen. Definitiv nicht die beste Idee gewesen, die ich gehabt habe. Der darf anlegen. Jetzt bräuchte man doch die Phönixfedern. Okay. Ja, das sieht echt nicht so gut aus. So viel von den Dinger haben wir leider nicht parat. Tja, da müssen wir jetzt sparsam umgehen damit. Das wird ein Spaß. Wir haben nur noch Fafnirs Wind, was Freya verwenden kann. Das wird echt lustig. Okay. Ich glaube zumindest, das ist der richtige Weg. Ah, wieder der Hausmann. Okay. So. Und drauf. Da hat immer noch volles Rohr parat, der scheiß Typ. Gott sei Dank verfehlt. Almosen. Dann opfern wir halt mal ein paar Gilde für Quina-Pfeil macht er auf uns. Okay, dafür ist die Blaumagie Quina-Pfeil do. Alles klar. Ja, scheiße, Steiner hat verfehlt. Die Gegner hier nerven mich, bin ich ganz ehrlich. Das Wind können wir gut gebrauchen gerade. Almosen für die Beinlosen. Okay. Blitzra wirkt der Scheiß-Typ jetzt auch noch. Dann trifft's Steiner. Schwein gehabt. Ja, da hat halt nur diverse Enigma-Techniken drauf und ja. Diese Rätseltext, die bringen uns hier nicht groß weiter. So. Nee, okay, dafür war Fafnirs Wind jetzt auch unnötig. Gut. Weihraucher und Pestizid. Gut. Weihrauch und Pestizid. Bla. Pestizid war durch. Hau den Lukas kann er dann lernen. Und Weihrauch hat er noch irgendwo gelernt. Ah, hier, okay. Hau den Lukas wäre gar nicht mal so verkehrt. Dann kann der nämlich seine Giftkralle aktivieren und kann Gegner möglicherweise vergiften. Deswegen hau den Lukas ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Okay. Gut. Unsere Items sind leider Schmalhans Küchenmeister. Das ist nicht so gut. Ich opfer mal ein Elixier für dich. Steiner heilen wir auch nochmal hoch. Ein bisschen. So. Wollte gerade sagen, ist das eine Sackgasse gerade gewesen? Bitte nicht. Puh. Oh, so einer wieder. Herzlichen Glückwunsch. Ich verziehe mich. Dann klauen wir mal von dem Mistvieh. Machen wir Almosen drauf. Und Steiner, mein lieber Freund. Machen wir hier das hier. Dafür wäre jetzt Levitas sehr geeignet. Zelt geklaut. Sehr schön. Hätten wir jetzt Levitas auf uns gewirkt, würde uns Erdbeben nichts ausmachen. Okay, sieht dann, hau weiter drauf. Die sehen aber echt cool aus, die Viecher. Gucke, was das jetzt bringt. Ne, verfehlt. Na, klasse. Und? Ja, so viel Schade hat es leider nicht gemacht. Alter, kann das Scheißvieh nur Erdbeben? Das ist aber jetzt echt ätzend. So. Sehr gut. Alter Falter. Gut, dass ich einen geschulten Ritter bei mir habe. Götterspeise, Stärkebonus hat er gelernt. Okay. Ups. Götterspeise.
Ein Stärkebonus. Das war das, genau. Dann kann er Plattenpanzertrager für Adrenalin. Ein Stärkebonus hat er hier gelernt. Konnte aber noch nicht. Dann verwenden wir jetzt auch gleich mal noch so im Kampf. Okay. Stimmt, das war ja so. Anders geht's halt nicht. Da wir dummerweise kein Weißmagier bei uns sind, muss es halt so sein. Okay, erstmal nix. Wir machen uns weiter auf die Socke. Dass hier irgendwo sei. Hauptsache wir sind Sonn und sonnenlos. Ja, genau, das sind wir schon. Sehr gut. Bitte jetzt nicht nochmal der Hausmann, der alles niedermacht, was man HP haben. Oh, natürlich. So ein dummes Mistvieh. Warum hat Steiner nur 824? Wir haben doch gerade über geruht. So, Trance. Gucken wir mal, was die Ratte fragen kann im Trance-Zustand. Zack. Schnetzel. Und Freyas Metzel bleibt aus. Okay, du kämpfst weiter. Du kämpfst weiter. Oh, das war nicht gerade besonders gut, Freya. Und wieder ein Trance-Zustand verschwendet. Klasse. Okay. Hauptsache die Levels fliegen hier so ein bisschen. Das können wir gerade echt gut gebrauchen. Okay, da ist Ölwehr. Aber vorher zählt man noch einmal. Und dann speichern wir noch eine Runde. So. Genau da will ich speichern, mein lieber Mogri. Jo. So. Dann bis zum nächsten Mal, Kupo. Genau. Ölwehr betreten. Und wieder The Place I'll Return Someday als andere Version für Ölwehr. Ah, da ist noch ein Mogri. Okay, schön. Mimosa. Für dich habe ich nichts dabei. Oh. Oh. Mist, das sind anscheinend irgendwelche Briefe nicht zugestellt worden. Sorry, ich schmeiß aber keiner weg. Entschuldigung, kleiner Mann, darum kümmere ich mich dann noch. Carbonados, das ist für Steiner, holen wir uns. Dreizack ist für Freya, holen wir uns. Ach, genauso die Mithril-Kralle für Mahagon. Zauberstab. Wünschelrute, Elfenflöte, Zypressstock für Vivi. Chimärenreif. Ich hol den für Vivi jetzt einfach mal mit. Dann verkauft man nämlich noch ein bisschen Scheiß. Wie viel sind denn die Dinger wert? So einer können wir verkaufen. So einer, ach. Tja. Jetzt müssen wir leider ans Eingemachte gehen. So. Weil hier gibt es ein paar echt gute Sachen. Die würde ich ungern verzichten. Gucken wir nochmal. Edelfäustling. Chakraband. Schattenhut, Baskenmütze, Goldhelm. Spangenhelm. Verdammt nochmal, da gibt es ein paar echt gute Sachen. Goldrüstung auch noch. Und High Potion vor allem. Sorry, aber die sind gerade echt Gold wert, die Dinger. So, 20 kaufe ich. Fünfe verkaufen wir noch Dodofu. Die sind leider nicht so viel wert. Phoenix Downer sind viel wert. Sehr schön. Dann verkaufen wir da noch 7er. Damit wir einfach noch ein bisschen Kohle haben. Da gibt es ein paar echt gute Sachen. Zumindest Ens holen wir Dodofu und Dodofu holen wir 8 Enner. Genauso wie Dodofu. Goldhelm haben wir schon. Spanghelm holen wir uns 8 Enner.
Judo-Kittel haben wir Kohle dafür. Goldrüstung holen wir uns aber auch nie. Jetzt bräuchten wir nur noch für die Judo-Kittel. Bräuchten wir noch jede Menge Geld. Ja, das bringt uns auch nichts. Nee, Zelte will ich eigentlich auch nicht verschwenden. Tja. So Zeug können wir verkaufen. Fehlen uns aber immer noch ein bisschen was. Ja, 400 fehlt uns noch. Aller Hopp. Na, Mist. Wollten wir doch noch was kaufen. Jetzt noch einmal für den dämlichen Judo-Kittel. Ich hoffe, der ist es wert. Okay. Gut. Dann. Ist hier nochmal groß. Einkleider. Gandine Ability ab. Judo-Kittel kann er dösende Fu lernen. Ich kann mal gucken, was das macht. Hab's gleich. Halbiert die Wahrscheinlichkeit von gegnerischen physischen Angriffen getroffen zu werden. Das ist natürlich sehr praktisch. Okay, das wird sich lohnen, das Ding. Egoistenreif, Chimärenreif. Das ist anscheinend das Ding, was ein bisschen stärker ist. Naja. Dann waren nur noch diverse Hüter. Chakraband ist für ihn HP plus 20. Schattenhut kann er Vollmond lernen. Baskenmütze kann er felsenfest lernen. Perfekt. Und Ability up. Dann brauchen wir für sie dann noch das Gedöns. Dass er, wenn schon, vielleicht... Aber felsenfest brauchen wir auf jeden Fall. Gut. Dann so. Ja, dann ist die Frucht. Ja, Level Up hätte ich eigentlich auch ganz gern. Konter ist jetzt vielleicht nicht allzu wichtig, aber sie dann zieht schon ordentlich was ab. Pokerherz, was macht dann das? P. Der Abwehrwert eines Charakters wird bei jedem physischen Angriff per Zufallsprinzip zwischen 0 und 200% des gewöhnlichen Abwehrwertes generiert. Das ist nicht gut. Das ist scheiße. Ja, Level Up hätte ich eigentlich auch ganz gern. Naja, egal. Komm, wir rüsten jetzt noch die andere aus. Der Hotter. Ach. Muss er auch noch lernen, alles? Okay. Goldhelm haben wir ja schon einer. Ach stimmt, da habe ich ja noch nichts gekauft. Genau, Mithril-Rüstung. Goldrüstung kann sie dann schon mal lernen für Herz. Anlege für Herz aus Stein. Ist doch, die dürfte Steiner do fertig sein. Ach, locker. Es waren noch ein paar Dinger. Es waren noch ein paar... Genau, Edelfäustling, das war's. So. Er kann das Ding jetzt anlegen. Ich glaube, Steiner ist noch nicht so weit. Genau. Edelfäustling, Ability up. Okay, das bringt eigentlich nicht so viel jetzt. Nur halt höhere Verteidigungswerte. Allzweckweste. Was lernt er dafür? Adrenalin, Gift und Galle. Jodo-Kittel wäre eigentlich auch was für ihn. Aber Dösen kann er davon nicht lernen. Koshi-Hut, Schattenhut, Vollmond und Götterspeise und Chakraband HP plus 20. Das wäre ziemlich gut. Konter. Braucht er aber ewig, bis er Konter gelernt hat. Und das Werte Licht ist jetzt auch nicht gerade so wichtig. Deswegen, die Sache, das ist eventuell erheblich wichtiger. Mithril-Kralle lernt er Fluch und Konter. Almosen ist eigentlich Quatsch. Haben wir lieber Fluch hier. Und die nimmt jetzt mal den Dreizack für Lunas Zorn. Dann Love die Geschichte. So. Da haben wir uns jetzt auch hier wieder ausgerüstet. Ich sage ihr, liebe Leute, ich mache an der Stelle jetzt auch hier meinen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig, wo wir dann noch Ölwer gehen werden. Und dann schauen wir mal, was uns da erwartet.
Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Ich hoffe, wir können jede Menge Gil finden, dass man nochmal schön einkaufen könnte noch. Und Briefe muss ich auch nochmal ausstellen, sonst sieht es auch bitter aus. Und den Brief von ihr darf ich nicht vergessen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Ayan Yankee.